Es war einmal eine Eleraffe. Gell? Da weißt du nicht, was das sein soll. Und es war einmal ein kleiner Elefant, der Ele, und eine kleine Giraffen, die Shira. Und die zwei, die haben sich verliebt. Und du kannst dir schon vorstellen, dass dies nicht einfach war. Lass dir die Geschichte erzählen. Vor langer Zeit, da haben wir noch viele große Wälder gehabt. Und in den Wäldern, da haben Kräuterweiberl gelebt auf kleine Lichtungen. Und so ein Kräuterweiberl, das war die rote Jule. Die hat flammend rote Haare gehabt. Und auf ihrer Lichtung, da sind die seltensten Kräuter gewachsen. Und die Jule, die hat die alle gekannt, hat's gesammelt und verarbeitet zu Heiltrink. Und die hat's die Kranken gebracht, denn sie war eine bekannte Heilerin. Und auf ihrer Lichtung, da hat auch ihr kleine Stuten, die weiße Stute Piumina mit den dunklen Punkten und dem schwarzen Band um den Bauch, mit ihr gelebt. Und in die Vollmondnächte, du glaubst das nicht, da sind der Stuten riesige Flügel gewachsen. Ja, und die rote Jule, die hat sich in eine Kräuterhex verwandelt. Und dann sind die zwei hochgeflogen zum Mond. Und in ferne Länder, denn die zwei, die haben allweil nach neue Heilkräuter auf der ganzen Welt gesucht. Und in einer solchen Vollmondnacht, es war sogar eine von den ganz seltenen Rotmondnächte, da sind sie mal ins Land der Morgenröte gefahren, ins Land der Göttin Aurora. Ja, und in dem Land, da war der Sonnenaufgang ganz was Besonderes. Wenn da in der Früh die Sonne ganz rot aufgestiegen ist und der Himmel richtig gelb-orange brennt hat, dann hast du für kurze Zeit die Göttin Aurora am Himmel gesehen, wie sie über ihr Land geschaut hat. Oh, die hat zur Zeit aber zwider geschaut. Denn weißt, in ihrem Land, da hat es eine Elefantenherde und eine Giraffenherde gegeben. Und die zwei Herden, die haben sie überhaupt nicht vertragen. Wenn die Elefanten die Giraffen gesehen haben, da haben sie ihre Rüssel gekommen, haben trompetet und sind losgerannt. Naja, und da kannst du dir schon vorstellen, dass die Giraffen voll Schrecken davongerannt sind. Und genau über diese Giraffenherde, da ist jetzt gerade die rote Jule auf ihrer Stute drüber geflogen. Und da haben sie was gehört. Und wirst du so runterschauen, da sehen sie abseits von der Herden eine ganz kleine Giraffen und die hat ihren Kopf hängen lassen und dicke Tränen sind aus ihren Augen rausgekullert. Natürlich ist die Jule mit ihrer Stuten sofort runtergeflogen, gelangt zu der kleinen Giraffen, hingerannt und hat's gestreichelt. Ja, kleine Giraffen, warum waren's denn gar so? Ich bin die rote Jule und wie heißt denn du? Ich bin die Shira und ich bin so traurig, weil ich so verliebt bin. Geh, Shira, bist du nicht traurig, wenn man verliebt ist? Und dann hat die Shira ihre Geschichte erzählt. Vor ein paar Tagen, da ist die Shira mit ihren Herden das erste Mal zum See, zum Saufen gegangen. Gelaufen sind sie natürlich. Und wie sie an dem See waren, da stehen da auf der anderen Seite so riesige graue Viecher. Oh, da hat sie aber geschaut, die Shira. Und ihre Mama, die hat gesagt, das sind Elefanten.
halt dich bloß fern von denen, die sind so gefährlich. Aber wie halt die kleinen Kinder sind, die Schierer, die waren so neugierig. Und wie die Mama mal nicht aufpasst hat, da ist davon gerannt um uns herum, um diese grauen Tiere genauer anschauen zu können. Und wie sie so rennt, auf einmal, und da kommt sie ein bisschen um einen Strauch rum oder was, hat nicht so richtig gesehen, und da steht vor ihr so ein graues Vieh. Aber genauso klar wie die Schiera. Das war der Ele, das war auch ein ganz kleiner, junger Elefant. Und der hat die Giraffen auf der anderen Seite gesehen. Und neugierig, wie er war, ist er um den See herumgerannt. Naja, und jetzt stehen sie direkt voreinander. Und da waren sie schon recht erschrocken. Aber dann beschnuppern sie und denken, jeder, die andere riecht eigentlich ganz gut. Und dann schauen sie sich in die Augen, tief in die Augen, lang. Ja, und dann was passiert, dann haben sie sich verliebt. Und in dem Augenblick, da kommt die Mama von der Schiera angerannt, wütend, schimpft und treibt die Schiera zurück zu ihrer Herden. Ja, und seitdem haben sie die zwei nicht mehr gesehen. Ja, da war schon guter Rat teuer, was man da machen kann. Die Jule hat lang überlegt, was in der Sache zum Tor war. Naja, und dann hat sie eine Idee gehabt und hat aus ihrem Tascherl ein kleines Flascherl, einen Zaubertrank rausgeholt, hat ihn der Schiera gegeben und gesagt, da, trink einen Schluck. Und wenn Vollmond ist, dann werden da Flügel wachsen und dann fliegst zum Ele, lasst ihn auch trinken. Und dann könnt ihr jede Vollmondnacht die ganze Nacht gemeinsam am Himmel verbringen. Oh, kannst du schon denken, dass die Schiera glücklich war. Aber die Jule, die hat irgendwie so sorgenvoll reingeschaut. Der hat die ganze Sache nicht so taugt. Und deshalb ist ganz schnell zur Piumina gegangen, aufgestiegen, und die beiden sind zurück auf ihre Lichtung geflogen. Und da ist die rote Jule in ihr Häusl reingerannt, ist rausgekommen mit einer Kristallkugel, hat die hoch in den Himmel gekommen und hat gesagt, zeige mir das Schicksal von Schiera und Ele. Zeige mir das Schicksal von Schiera und Ele. Und da hat die Kugel angefangen zu wachsen, die ist größer geworden und größer und größer. Und nachher hast du in der Kugel auf einmal die Schiera gesehen. Aber wie schaut denn die ausgeschaut? Die hat ja gewarnt, die hat einen Kopf hängen lassen, und rund um ihr sind die ganze Giraffenherde ist gestanden, und die haben sauber wütend reingeschaut. Und neben der Schiera, da ist so ein kleines Wesen gestanden mit so richtig dicke Haxel und einem dicken Körper. Und auf dem Körper, da war ein ganz langer Hals und ein ganz kleiner Kopf. Was war denn das? Das war die Ele-Raffe, das Kind von der Schiera und vom Ele. Und gerade in dem Augenblick, wo die Jule sie das anschaut in der Kristallkugel, da kommt von hinten so ein alter, kreislicher Bulle, so ein Giraffenbulle dahergerannt, hebt seine Vorderhufe und will die kleine Ele-Raffe da schlagen. Aber da hat er nicht mit der Schiera gerechnet. Die hat sie dazwischen geschmissen, todesmutig, und hat geschrien: Die Göttin Aurora wird mir helfen. Ja, was meinst du? Meinst du, dass die Göttin der kleinen Schiera hilft? Da stell dir vor, da sind der Schiera Flügel gewachsen.
große, bunte, wunderschöne Flügel. Und dann die kleine Eliraffe hat so kleine Flügelstummel gekriegt. Und am Himmel, da ist so der Ele auch mit Flügel dahergeflogen. Denn ihm sind in seiner Elefantenherde Flügel gewachsen. Und du kannst dir das schon vorstellen, wie erschrocken die Giraffen und die Elefantenherde waren. Voll entsetzen sind sie davon gelaufen. Und jetzt haben die zwei Herden richtig ein Problem gehabt, denn sie haben sie vor der Rache der Göttin gefürchtet. Und dann haben sie ihre Köpfe zusammengesteckt und überlegt, ja, was kann man denn bloß tun, dass wir die Göttin wieder versöhnen. Ja, und dann haben sie schließlich gemeint, machen wir halt die Sira und den Ele zu unseren Anführern und leben wir zusammen in einer Herde. Und genau so haben sie es gemacht. Und naja, wenn zwei so Herden miteinander leben, dann hat es natürlich nicht lang gedauert. Und dann hat die Eliraffe viele Eliraffe-Freundinnen und Girfantenfreunde gehabt. Ja, und die Göttin, die war so glücklich, dass sie die zwei Herden jetzt endlich vertragen und sogar miteinander Kinder haben, dass einer so viel Lacher geschenkt hat, dass für die Viecher im Wald nicht mehr nur Lacher übrig war. Und alle mehr Viecher, die haben im Wald zwar noch angefangen, haben gar nicht gewusst, warum. Aber das ist eine andere Geschichte.